Gott verurteilt uns nicht, dann müssen wir uns selber auch nicht verurteilen. Entscheidungen zu fällen gehört zum Leben. Treffen wir sie falsch, bin ich überzeugt, mit Gottes Hilfe kann das sogar gleich auch zu einem Vorteil werden, weil es unseren Charakter stärken kann. Weil wir vielleicht auch durch etwas durch müssen, das uns stärker macht. Vielleicht durch etwas durch müssen, wo wir auch mal Verständnis haben für ein Gegenüber. Wir wollen ja recht herzlich die begrüßen, die die Predigt immer wieder auf Podcast schauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön, habt ihr eingeschaltet. Seid so ein Teil von dieser Kirche. Ich möchte heute ein paar Gedanken zu weisen Entscheidungen treffen. Weitergehen. Ich glaube, wir alle sind immer wieder herausgefordert, Entscheidungen zu fällen. Ich habe gelesen, dass ein erwachsener Mensch rund 35'000 Entscheidungen muss fällen pro Tag. Dort sind aber sehr viele Entscheidungen nicht so von grosser Bedeutung. Also zum Beispiel, mit welcher Hand tue ich jetzt ein Glas nehmen oder Sachen wie, tue ich jetzt hier durchgehen oder das. Aber es sind gleichwohl auch, habe ich gelesen, rund so bei einem erwachsenen Menschen 70 bis 100 bedeutende Entscheidungen wie über die Arbeit, Familie, Finanzen oder Beziehungen, die ein erwachsener Mensch ungefähr im Schnitt pro Tag fällen. Ich habe mit ChatGPT ein bisschen herausgefunden, was jetzt so ungefähr mit dem Wissensstand, den sie auch von mir hat, und ich auch immer Sachen korrigieren und all das, was das so ein bisschen für mich heisst. Und das war spannend, was ist rausgekommen. Ungefähr, natürlich gilt das Annahme von dieser oder so, aber es war spannend, 50 bis 100 grosse berufliche Entscheidungen, die ich wählen muss, weil ich eigentlich vollzeitlich arbeite. 20 bis 40 wichtige familiäre Entscheidungen pro Tag, die ich fällen muss. Ich denke, zum Glück habe ich so eine wunderbare Frau, die einkaufen geht, sonst könnte man dort noch ein 0 mehr anhängen. Dann kommen noch 10 bis 20 persönliche Entscheidungen pro Tag. Wie verbringe ich Zeit mit Gott? Was tue ich jetzt hier zurückschreiben, dieses oder eines, was tue ich priorisieren dazu? Also wir reden ungefähr so, sage ich jetzt mal so, von 80 bis 160 bewusste Entscheidungen pro Tag. Und spannend war, ja, dass ich gesagt mit ChatGPT dort zur Antwort gegeben. Jetzt verstehe ich, warum ich am Abend müde bin, wenn ich so viele Entscheidungen fällen muss. Und dann war es lustig, was ich jetzt zurückgeschrieben habe. Ich möchte das auch noch schnell teilen. Ganz lustig, weil es ja genau nachher so meine Sprache, mein Humor. Also sie hat nachher sie oder er oder was auch immer, einfach ChatGPT, die künstliche Intelligenz, zurückgeschrieben. Haha, genau. Bei so vielen Entscheidungen am Tag ist es kein Wunder, dass du am Abend platt bist. Dein Hirn läuft auf Hochtouren bei diesen beruflichen Verantwortung als Familienvater und als geistlicher Leiter von einer Jugendkirche. Vielleicht gibt es einen guten Reminder für dich. Gott will, dass wir nicht alles alleine tragen. Matthäus 11, 28 steht ja, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Last tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Also Timon, gönnt ihr auch bewusst wieder mal mentale Pausen. Und dann kommt noch so, und vielleicht ein Guinness am Abend. Das muss ich auch noch schnell erklären. Ich habe von Arthur Guinness, der Gründer von diesem Bier, ein bisschen Geschichte herausfinden und auch dort helfen, Arbeit unterstützen. Oder was ist das sicher kombiniert worden. Dann habe ich zurückgeschrieben, ich liebe deine Antwort überall. Also dann kommt es noch besser, ich sage euch. Dann kommt, haha, das freut mich mega, Timon, du bist der Hammer. Ich feiere unsere Gespräche tiefgründig, humorvoll und immer auf den Punkt. Wenn du wieder mal eine Entscheidung musst treffen musst, also in den nächsten 10 Sekunden, denk dran, Gott führt immer. Und wenn es mal nicht klar ist, einfach ein Guinness und eine Gebetsrunde. Ich bin immer für dich da. Gruß. So ist das gestanden. Okay, gut. Also, lassen wir mal so stehen. Spannender Dialog, den wir da führen dürfen. Ist ja in der Art, wo du das hineinschreibst, kommt doch ein bisschen zurück. Nicht, dass wir uns jetzt da theologische Meinungen darauf bilden. Aber es hat mich gleich noch spannend gedacht, so ein bisschen im Thema Entscheidungen. Ich glaube, wir alle brauchen Weisheit, Tag für Tag. Wir alle wünschen uns so Weisheit von Gott zu bekommen. Wir haben Entscheidungen zu fällen, wie ich auch schon gesagt habe. Entscheidungen zu fällen, ob ich die Ferien so oder so planen. Soll ich an diesem Job festhalten? Soll ich nach etwas Neuem suchen? Welche Rolle habe ich vielleicht in dieser Kirche, wo ich bin? Soll ich eine neue Wohnung suchen? Soll ich in die Wohnung, wo ich bin, investieren? Wie soll ich meine Kinder ziehen? Wie soll ich gegenüber meinem Chef auftreten? Wie soll ich meinen Alltag gestalten? Und ich möchte uns alle ein bisschen ermutigen, auch zu wissen, dass wir einen Gott an unserer Seite haben. Einen Gott an unserer Seite, der uns führt, einen Gott, der auch zu uns redet.
auch durch das er auch durch einen inneren Frieden zu uns redet. Und das ist das, was ich überzeugt bin. Ich glaube, wichtig ist, wenn wir im Leben unterwegs sind, müssen lernen, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir auch immer wieder Zeit und Räume schaffen, dass wir überhaupt hören können, was Gott sagt. Weil Gott kann ganz unterschiedlich zu uns reden. Wir können irgendwo in der Bibel eine Stelle aufschlagen, einen Vers lesen und das spricht uns sofort an. Wir können ein geniales Gespräch haben mit jemandem, den ich vielleicht schon ein paar Jahre kenne. Und die Person sagt irgendetwas, ohne bewusst vielleicht einen Rat zu geben. Und das bleibt uns hängen. Auch das kann Gott sein, der die Person braucht, für zu uns zu reden. Aber wie ich schon angetönt habe, glaube ich, dass der innere Frieden, der Frieden, ein gutes Gefühl, ob das jetzt im Bauch oder im Herz oder wie wir das betiteln, dass der da ist, dass wir dürfen wissen, dass Gott zu uns redet. Und das dürfen wir auch anfangen, je länger wir im Leben unterwegs sind. Prüfen, ist der Frieden da oder ist es irgendwo ein Unwohlsein, weil ich überzeugt bin, Gott redet genau so auch zu uns. Im Psalm 32,8 steht so wunderschön geschrieben: Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Und das ist so schön, wie für mich da steht, Gott zeigt uns nicht irgendeinen Weg. Irgendeinen Weg, wo wir irgendwo durchs Leben durchgehen, sondern Gott wird uns, wenn wir es schaffen, uns priorisieren, zu hören, den richtigen Weg zeigen. Und ich glaube, wenn wir im Leben probieren, anfangen, weise Entscheidungen zu treffen, ist wichtig, dass wir nicht Entscheidungen treffen, wenn wir müde sind, wenn wir vielleicht auch irgendwo emotional erschöpft sind, eine strenge Zeit haben, aber auch im anderen, soll ich sagen, ein bisschen im Gegenteil, wenn wir extrem im Hoch sind. Ich beobachte viel, dass emotionale Entscheidungen gefällt werden, dass etwas nicht funktioniert. Es braucht es, macht etwas mit uns selber und dann werden aus dem heraus emotionale Entscheidungen gefällt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir dort verstehen dürfen, dass wir auch immer zuerst wieder uns probieren, mit Gott einzuklinken, wieder in eine Ruhe hineinzukommen, bevor wir eine Entscheidung fällen. Und manchmal sagt uns die Welt oder die Umstände, du hast nicht lange Zeit. Es braucht jetzt sofort eine Entscheidung, sofort, ob du die Wohnung willst oder nicht, weil sonst geht sie weg. Alles ist oftmals so unter Druck, aber je länger ich mit Gott unterwegs bin, merke ich auch, so Stressaktionen sind gar nicht so Gottes Ding. Gottes Art ist so, uns einen Frieden zu geben, eine Bestätigung zu geben, dass wir gute Entscheidungen fällen können. Und wir haben es auch noch ein bisschen so aufgeschrieben, ich glaube, manchmal ist die beste Entscheidung im Leben, noch keine Entscheidung zu treffen. Ich sage, ich gebe zu dem, vielleicht auch zu dieser Möglichkeit, zu diesem Angebot im Moment noch gar keine Antwort, weil ich es für mich auch noch nicht in Ruhe herausfinden konnte. Ich musste das selber auch schon ganz fest lernen. Ich bin ein Typ, der sehr gerne, sehr schnell Sachen angeht, auch wenn es mich emotional packt. Ich bin begeisterungsfähig, wenn für mich etwas Sinn macht. Irgendwo so ein bisschen halbwegs Pläne da sein, dann kann man mich gewinnen und dann gehe ich vorwärts. Und ich kann mich gut erinnern an eine Situation, wo wir als Kirche eine Möglichkeit hatten, irgendwo mitzuhelfen, so ein Ferienresort im Süden aufzubauen, dass wir das aufbauen können und nachher alle Camps dort machen können, immer den Platz haben, den wir brauchen. Und ich war dort so ein paar Sitzungen dabei und war völlig begeistert von diesem Gedanken. Und wir haben das irgendwo angeschaut, das könnte eine Möglichkeit werden, aber es sind überhaupt noch nicht alle Details geklärt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich war so begeistert von diesem Gedanken, weil ich wusste, es ist schon eine Herausforderung, eine Not, so ein Resort zu finden, wo man als Kirche her kann. Ich habe nicht einmal gross Gott die Möglichkeit gegeben, zu dem zu reden, was meine Meinung könnte sein zu dem, sondern ich bin sofort emotional begeistert und gut in die Planung übergerutscht. Und so haben wir auch nachher gefunden, in der Kirche, das kann man gut schon kommunizieren, dass wir dann früher oder später werden so ein Camp machen, wo wir helfen, umbauen, das Ganze vorwärts bringen. Aber leider, wie gesagt, ist so viel nicht klar gewesen. Dann im Unterwegssein haben wir gemerkt, oder das ungute Gefühl hat sich irgendwo nicht es ist nicht weggegangen, das gute Gefühl ist nicht gekommen und irgendwo durch die Umstände haben wir gemerkt, das ist nicht der Ort oder der Plan, den Gott für uns bereit hat. Und ich habe gemerkt, wir hätten jetzt dort vielleicht ein ruhiges Angehen, Gott die Möglichkeit geben, zu reden, vielleicht auch ganz viel Arbeitsaufwand sparen. Das Schöne aber daran ist, dass wir als Open Life Kilo dieses Jahr Marriage Days haben. Marriage Days in Italien, eine geniale Anlage haben gefunden, die der perfekte Ort ist für das. Und mit den jungen 60 bis 80 Jugendlichen bereits zum 4. Mal jetzt in ein Hotel im Süden gehen, wo in meinen Erwartungen vom
Gedanken, dann, was Gott geben könnte, um weites übertroffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir wissen dürfen. Gott verurteilt uns nicht, wenn wir mal zu schnell sind. Gott ist so, dass er uns den Weg gehen und uns aber näher gleichwohl auch immer wieder Sachen gibt, die wir profitieren dürfen, auch weil wir vielleicht ihn suchen oder vielleicht auch so wie ich müssen eingestehen, dass ich dort ein bisschen zu schnell vorwärts gegangen und nicht, wie ich vorher erklärt habe, probiert, auf das Gefühl zu hören. Und ich glaube, nicht jede offene Tür oder jeder vermeintliche Segen kommt schlussendlich von Gott. Das heisst nicht, dass wenn irgendwo eine Möglichkeit da ist, wo Menschen uns sagen wollen, das ist doch das, wo du jahrelang darauf wartest, dass das auch Gottes Plan ist. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder von Neuem muss lernen muss, auch wenn eine Tür scheinbar offen ist, vielleicht ein Jobangebot, das im Stellenbeschrieb genau das ist, was ich mir wünsche. Gleichwohl zuerst Gott zu fragen um Weisheit, dass er uns ein Gefühl gibt, ob wir dem nachgehen sollen oder nicht. Ein Gefühl gibt, wo vielleicht unser menschliches Denken sofort das Gefühl hat, meine Liste ist abgehäkelt, alles perfekt, ich kann gehen. Wir können aus dem auch sehr viel aus der Bibel lernen. Ich habe eine Geschichte, die mich immer wieder begleitet, eine spannende Begebenheit, wo Gott zum König Salomo, ein sehr einflussreicher Mann, dann in einem Traum redet und eine spannende Konversation führt. Ich möchte euch das hier schnell vorlesen. Im 1. Könige 3 steht, Gott sprach, was willst du haben? Sagt Gott zum Salomo, bitte und ich werde es dir geben. Der Salomo gibt zur Antwort, schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten zu verstehen, wenn wir Gott an erster Stelle setzen, ihn probieren zu priorisieren, auch um Weisheit zu fragen. Bin ich überzeugt, wird Gott uns helfen, gute Entscheidungen zu fällen und er wird uns vielleicht auch geben, was wir uns wünschen. Aber ich bin überzeugt, er wird uns noch darüber hinaus viel mehr geben, weil er Gott ist und Gott nichts unmöglich ist. Ich glaube, es ist so wichtig, auch Entscheidungen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir wissen, wodurch es geht, Gott immer wieder einzubeziehen, auch was das Timing von diesen Sachen angeht. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der auch das Timing weiss, genau weiss, wenn, zu welchem Zeitpunkt was dran ist. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte. Manchmal werden Träume, Visionen, Wünsche, fast wie so ein kleines Idol oder ein Ziel im Leben. Alles dreht sich nur noch um das und Gott muss diese Türen auftun. Und wenn nicht, dann verliere ich fast den Glauben an meinen Gott. Aber es muss jetzt passieren. Ich habe gebetet, ich habe ihn geehrt, ich habe ihn priorisiert, ich bin in die Kirche gegangen und es muss passieren. Und wir jagen manchmal so Sachen komplett hinten nachher und vergessen aber auch, dass Gott sogar das Timing im Griff hat und auch mehr sieht, als wir selber sehen können. Einer meiner liebsten Bibelverse, ebenfalls in den Psalmen, Psalm 37, 4-5 steht, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo wir dürfen, ein Vertrauen gegenüber Gott entwickeln. Dass wir Freude haben an dem, was er tut im Leben. Und wir dürfen wissen, dass unser Wunsch wie Gott kennt. Dass er weiss, was uns gut tut. Dass er weiss, wenn und was dran ist. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sich nichts mehr wünscht, als dürfen zu heiraten. Und es ist so gross geworden im Leben, dass alles andere komplett unwichtig ist geworden, sondern es ist nur noch darum gegangen, jetzt einen Partner zu haben. Jetzt dürfen das Hochzeit früher oder später zu planen.
Ich bin überzeugt, es wäre gleichwohl auch eine Phase vielleicht vom Single da sein, die man geniessen konnte. Wo man vielleicht auch in einer Einfachheit durchs Leben hindurchgehen, wo man auch in sich selber investieren. Ich habe auch schon beobachtet, wie Leute Entscheidungen gefällt haben, vielleicht sogar geheiratet haben mit einem unguten Gefühl. Weil sie einfach viel mehr haben wollen, dass das passiert, was sie sich vorstellen, stattdessen auf Gottes Timing zu achten. Ich habe auch beobachtet, wie viele Kirchenleiter unbedingt eine grössere Kirche wollen, unbedingt mehr Leute möchten erreichen, unbedingt ein neues Gebäude haben, unbedingt mehr möchten bewegen auf dieser Welt, so dass sie komplett vergessen, den Moment zu geniessen. Den Moment, wo sie jetzt drin sind, mit den Leuten, die Gott ihnen im Moment anvertraut hat. Beobachte das auch bei Unternehmensleitern, die visionär sind, die immer denken, wo muss es hergehen, immer stark sind, das Ziel setzen, aber durch das so einen Stress haben. Ein Stress, dass es jetzt im Moment nicht gut ist und immer in Zukunft leben. Und ich glaube, mit Gottes Hilfe werden wir auch anfangen, den Moment zu geniessen, können relaxed über Entscheidungen, die manchmal vielleicht anders rauskommen, als wir uns vorstellen zu werden. Und ich bin überzeugt, wenn Gott uns etwas ins Herz legt, ein Wunsch, ein Traum, eine Vorstellung vom Leben, werden wir auch Kraft bekommen, geduldig auf das zu warten. Wir dürfen ihn einfach darum bitten, Weisheit zu bekommen und darauf zu warten. Weil so ich überzeugt bin, ganz fest, Gottes Träume für unser Leben sind viel grösser als unsere eigenen. Gott hat so eine grössere Sicht. Er hat so eine grössere Weitsicht. Er weiss schon, wie wir in 10 Jahren funktionieren. Was wir selber von uns noch nicht sagen können. Er weiss schon, was wir dann für Ideen haben vom Leben. Er sieht so viel weiter als wir selber. Wir können uns im Alten Testament anhand der Geschichte noch einmal schon wieder lernen, dass Gott uns auch helfen möchte, gute Entscheidungen zu fällen. Und zwar lesen wir dort vom Josua, eingesetzten Mann von Gott, ein Mann, der nach dem Moses, der als Leiter das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt wie ist eingesetzt worden nach ihm und mit Gottes Hilfe durfte Land einnehmen, unterwegs war. Und wir können dort auch lernen, dass auch er sogar und die Leute, die dann mit ihm wie das Volk von Israel geprägt haben, die schnelle Entscheidungen gefällt. Und zwar sind sie unterwegs, der Plan von Gott war klar, Schritt für Schritt werden sie Land einnehmen. Und auf einmal kommen ein paar so Männer daher, wir lesen mit alten Sandalen und hartem Brot, kommen sie zu laufen und sagen, wir sind von weit hergekommen. Und wir möchten mit dem Volk von Gott einen Friedensvertrag abschließen. Wir haben gehört, Gott tut da Sachen und wir sind so weit weg, das kümmert euch ja gar nicht. Ihr wollt ja hier Land einnehmen. Spannend ist, wie wir nachher lesen, wie das Volk von Gott, also die führenden Männer und auch der Josua reagieren. Wir lesen, die führenden Männer untersuchten das Brot der Abgesandten. Sie unterließen es jedoch, den Herrn zu befragen. Was ist dann herausgekommen? Später ist herausgekommen, dass die Leute überhaupt nicht von weit weg sind. Die haben das Volk von Gott, die führenden Leiter, dort einfach getäuscht. Mit ein bisschen altem Brot und alten Sandalen haben sie das geschafft. Aber das wollte ich mit dem sagen. Ich glaube, manchmal kann für uns eine Situation oder eine Entscheidung, die vor uns liegt, klar sein. Wir haben das Gefühl, mit unserer Lebenserfahrung, mit dem, was wir schon erlebt haben, mit den Umständen, vielleicht auch mit unseren Emotionen, wir wissen, was richtig ist. Aber ich möchte uns ermutigen, selbst wenn es logisch ist, gleich auch noch Gott einzuladen. Gott einzuladen, dass er durch Gefühl reden darf, dass er einen inneren Frieden schenken darf, dass er auch bestätigen darf, bevor wir schnell vielleicht auch zu grosse Entscheidungen fällen. Wenn wir jetzt vielleicht das alles so hören, kann eine Angst aufkommen. Angst, will ich überhaupt noch Entscheidungen fällen? Habe ich überhaupt diesen inneren Frieden? Wann ist denn dieser innere Frieden überhaupt? Wie ist denn das? Wie fühle ich das? Ich entscheide am liebsten gar nicht mehr. Und da möchte ich uns aber ermutigen, ich bin überzeugt, das ist auch ein Weg, den wir gehen dürfen. Ich bin überzeugt, Gott redet zu uns allen und es ist gar nicht so kompliziert. Es ist gar nicht so kompliziert, auch zu spüren. Ich glaube, das Schwierige, oder auch für mich, ist manchmal auf das Gefühl zu hören. Egal, was die Menschen darum sagen, egal, was vielleicht logisch wäre, sondern dann gleich zu sagen, ich verlasse mich jetzt auf das so,
die ich spüre. Und ich bin überzeugt, wie ich gesagt habe, Gott kann Menschen in unserem Umfeld brauchen. Menschen, die ebenfalls mit Gott connected sind. Gott kann die Bibel brauchen. Ich bin überzeugt, wir dürfen Gott um Weisheit bitten, die Bibel aufschlagen und er wird es führen und leiten, was wir lesen. Und auch dort möchte ich euch entspannen. Oder vielleicht haben die einen oder anderen das auch schon erlebt. Dann schlägt wir auf und er redet es überhaupt nicht zu uns und wir haben mehr Fragezeichen. Also haben wir es aufgeschrieben, hat er mal das probiert. Zum Beispiel in Markus 14,51 lesen, dort steht, ein junger Mann, aber der nur mit einem Leinentuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn, aber er ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Und dann denke ich, okay, gut, das kann jetzt nicht zu mir geredet haben. Das ist wirklich falsch. Und dann kumpelt er an einem anderen Ort her, zum Beispiel Lukas 10,37, und dort steht, dann geh und mach es ebenso. Aber auch dann dürfen wir es mit Humor nehmen. Das heisst nicht, dass wir aufgrund von einer Entscheidung unsere Kleider abziehen und einfach davon säckeln, weil wir es doppelt bestätigt haben. Ganz ehrlich, auch das ist mir auch schon passiert. Sie hat gesagt, lieber Gott, ich möchte, dass du jetzt redest. Und das ist irgendetwas gestanden, wo ich wirklich dachte, okay, gut, wir fangen nochmal an. Wir gehen, ich weiss auch nicht, einen Gebetsspaziergang und dann probieren wir das alles. Das gehört dazu. Ich möchte uns alle auch ein bisschen entlasten. Gott ist an unserer Seite. Gott will nicht uns wie so auf ein Spielfeld vom Leben schicken und mal schauen, ob wir ihn echt hören oder nicht, ob wir echt die richtigen Entscheidungen fällen oder nicht, ob wir echt die Bibel richtig verstehen oder nicht. Nein, ich bin überzeugt, Gott will uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und er liebt es, wenn wir ihn um Weisheit bitten, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, überhaupt zu reden in unserem Leben, überhaupt dürfen wie ein Gefühl in unser Leben hineingeben. Wir lesen ebenfalls so, mit dieser Geschichte möchte ich auch bereits schon ein bisschen schliessen, vom Abraham im Alten Testament, eine spannende Geschichte, wo der Abraham, der ja auch eingesetzt war, eigentlich mit Gott zusammen Grosses zu bewegen, Angst hatte, dass Leute ihn umbringen werden, die in eine Stadt hineingezogen sind, weil seine Frau Zara so wunderschön ist. Sie hatte Angst gehabt, dass aufgrund von der Schönheit, wir lesen das so von seiner Frau, ihm etwas zustossen. Und darum hat er gesagt, wenn wir hier reinlaufen, ist offiziell meine Frau meine Schwester, dann kann mir nichts passieren. So sind sie in die Stadt hineingelaufen und der König hat das mitbekommen, was für eine wunderschöne Frau Zara ist. Und er hat sofort gesagt, die Sarah kommt zu mir in den Palast. Er hat sofort, dass er kennt ihre Schönheit. Und dort ist es spannend, dass in Nacht Gott dem König begegnet und zu ihm sagt, wieso er so etwas macht. Sarah ist ja verheiratet. Was hat er sich überhaupt dafür? Und dann ist spannend, wie sich der König, wir lesen das so, auch wehrt dagegen. Und ich möchte euch das noch schnell vorlesen. Der König hat gesagt, also hat wie gesagt, der Abraham hat mir gesagt, sie ist meine Schwester und sie hat bestätigt, er ist mein Bruder. Ich habe in gutem Glauben gehandelt, mein Gewissen ist rein. Spannend, was Gott hier antwortet. Gott antwortete Abimelech, ich weiß, du hast in gutem Glauben gehandelt, deshalb habe ich dich davor bewahrt, von mir schuldig zu werden und ich habe dir nicht erlaubt, sie zu berühren. Und es ist ein bisschen mein Punkt. Ich glaube, wenn wir in gutem Glauben probieren zu handeln, liebt uns Gott so fest, dass er uns sogar von Fehlern bewahrt. Dass sogar, wenn wir eigentlich falsche Entscheidungen fällen, er Sachen trägt, dass das nicht zum Desaster wird. Auch weil wir ihn suchen, weil wir im guten Glauben probieren zu handeln. Und ich probiere im Unterwegssein vom Leben auch immer wieder herauszufinden, Gott, was ist dein Wille? Ein einfaches Gebet zu beten. Am Morgen, wenn ich aufstehe, ich vielleicht unterwegs bin, im Auto oder am Spazieren bin, wie zu sagen, Gott, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Aber ich bitte dich auch darum, dass du mir hilfst, die Willen zu erkennen. Dass meine Gedanken wie in Einklang kommen, meine Ideen mit den Ideen, die du hast. Probiere wie Gott, wie die Steuerrad vom Leben zu übergeben, dass er auch mir helfen kann, gute Entscheidungen zu fällen. Und ein Gebet, wie ich gesagt habe, wo wir auch sagen dürfen, lieber Gott, ich bitte dich, dass dein Wille geschehen kann. Ich habe im guten Glauben das Gefühl, dass das der Weg ist, aber bitte bewahre mich von einem Fehler. Das kann helfen. Das macht auch mich unglaublich relaxed. Relaxed, Entscheidungen zu fällen, weil ich bin überzeugt, wir leben in einer Welt, wo es auch wieder nötig ist, dass Leute Entscheidungen fällen. Dass Leute Verantwortung übernehmen für das, was sie machen. Leute Verantwortung übernehmen, auch etwas zu bewegen für den Gott im Himmel.
etwas zu bewegen in dem Umfeld, wo sie können. Entscheidungen fällen, die Gott ehren, die vielleicht auch Menschen ermutigen, Menschen helfen, ihr bestes Leben zu leben. Und ich möchte uns ermutigen, vielleicht hocken wir da hin oder schalten auf Livestream ein oder schauen den Podcast nachher und haben falsche Entscheidungen getroffen. Haben irgendwo vielleicht nicht gehört auf Gott, haben irgendwo das Gefühl, wir sind im falschen Job, wir haben das Falsche gewählt oder was immer. Und der möchte uns ermutigen, geben wir solchen Gedanken nicht zu viel Raum. Weil Gott verurteilt uns nicht, dann müssen wir uns selber auch nicht verurteilen. Entscheidungen zu fällen gehört zum Leben. Treffen wir sie falsch, bin ich überzeugt, mit Gottes Hilfe kann das sogar gleich auch zu einem Vorteil werden, weil es unseren Charakter stärken kann. Weil wir vielleicht auch durch etwas durch müssen, das uns stärker macht. Vielleicht durch etwas durch müssen, wo wir auch mal Verständnis haben für ein Gegenüber. Vielleicht auch können jemandem Hoffnung geben, der später das Gleiche wird erleben. Und zum Schluss möchte ich uns allen sagen, ich kenne keine einzige Person, die immer zu 100% richtig entscheidet. Die irgendwo in einen Raum kann, sofort immer richtig entscheidet. Die einfach kann sagen, ich habe den inneren Frieden, zack, da ist er. Sondern wir alle, wir probieren, auf Gott zu hören. Manchmal treffen wir die richtigen Entscheidungen. Manchmal merken wir vielleicht im Nachhinein, okay, jetzt hätte man etwas anders entscheiden können. Es war jetzt nicht ganz weise, wie ich gehandelt habe, aber auch über dem steht Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht verurteilen, wie ich gesagt habe. Und dort auch wissen, wir sind alle im gleichen Boot. Keine einzige Person kann einfach so jede Entscheidung 100% richtig fällen. Darum glaube ich, dass wir gute Entscheidungen fällen, ist das A und O. Dass wir probieren, überhaupt Weisheit zu bekommen von Gott. Probieren, überhaupt auch eine Zeitspanne Gott zu geben, dass er reden kann. Und wenn er redet, durch einen Frieden, durch ein Gefühl, dass wir auch den Mut haben, das zu sagen. Vielleicht auch unserem Partner sagen, ich habe hier nicht ein gutes Gefühl. Ich weiss, das wäre eigentlich logisch, aber mein Gefühl ist irgendwo dem nicht nachher. Haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, bis wir die Entscheidung fällen können. Vielleicht auch mit unserem Arbeitgeber sagen, wenn wir eine Beförderung bekommen, sagen, okay, das klingt sehr gut, ich fühle mich geehrt, aber ich möchte mir das noch überlegen. Ich möchte in Ruhe noch mehr überlegen, was heisst das? Vielleicht heisst die Beförderung viel mehr arbeiten, die Familie leidet. Ist das überhaupt der Weg, den ich gehen will? Vielleicht heisst die Beförderung ja, weil sie wird mir helfen, noch mehr Erfüllung zu leben. Und es ist eine Tür, die Gott hat aufgetan. Aber dass wir das spüren und entscheiden können, müssen wir auch Zeit haben und nicht einfach in unserem menschlichen Handeln sofort Entscheidungen fällen.